So Leute, da sind wir wieder zurück bei SAOE Hollow Fragment. Nicht verwundern, wieso ich hier im Hollow Area bin, das hat nichts damit zu tun, dass wir hier direkt schon weitermachen wollen. Nee, damit wir noch ein bisschen Zeit lassen, nee, ist eher wegen der Eventliste. Weil, wenn ich mich hier hin teleportiere, habe ich die immer. Naja, ist seltsam, wenn man die anzeigt, also ist egal. Also, wir haben eben noch das Oberziel ist klar, den anderen beiden die blauen auch. Also Rot noch. Silika alleine, Liz alleine, Sinon alleine, am besten alles im Tag durch. Yui auch alleine besuchen gehen, ist klar. Ja, Return the Alone. 79. Ebene, Integral Building mit Asna. Okay, mache das erstmal zuerst, weil, ja, sonst vergesse ich es wieder, wa? Ja, oder seht ihr hier irgendwo eine Eventliste? Ich sehe keine. Und wenn, dann ist es irgendwie ähnlich wie bei SAO, dass die irgendwie ziemlich gut versteckt ist. Das war ja auch so etwas, Leute. Mittlerweile, gibt es glaube ich schon seit einem halben Jahr, gibt es ja den SAO Progress Manga. Progress heißt, es wird nochmal die Ereignisse von 1 Grad erzählt, das heißt die der ersten 75 Ebene, wie man es auch aus dem Anime und so kennt, nur eben nicht so rasch erzählt. Also sprich wirklich im Detail, weil es sind ja 2,5 Jahre, die sie da drin gefangen sind, das ist schon eine Menge. Da ist natürlich vieles passiert und so. Und wir haben zwar... Oh, da war nicht raus. Sie haben natürlich im Anime und auch im Originalmanga haben sie einiges schon erzählt, sag jetzt mal die Höhepunkte, vermutlich. Aber einiges eben auch nicht. Und die Dinge, die ja trotzdem wichtig waren, die werden dann nochmal erzählt im Progress im Manga. Mit dem Unterschied, dass es aus der Sicht von Asuna erzählt wird. Kirito kommt es auch sehr häufig vor, wenn es wird aus der Sicht von Asuna erzählt. Ähnlich wie da hier ist ja. Wie der Anime spielt die zweite Staffel, und zwar war das, glaube ich, der Modus Rosario Arc, wo es ja auch um Yuki und so ging. Da war eigentlich auch mehr aus Asunas Sicht, und ja, Kyoto kommt auch ein bisschen vor, aber eben da natürlich bei SAO Progress kommt Kyoto natürlich ein bisschen häufiger vor, und vor allem ja auch ein bisschen, ja, wir erfahren auch zum Beispiel, wer der hier ist, Informationshändler, weil von dem, also Argo, von dem hatten wir eigentlich im originalen Anime und nach Manga. Gut, Manga vielleicht kam ein, zweimal vor, weil es jetzt nicht im originalen Anime kannte, zumindest jetzt nicht vor. Deswegen natürlich, wenn man hier plötzlich nur den Anime kennt, hier hingeht, hallo, wer bist du denn? Ja. Und das wird eben im SAO Progress Manga ein bisschen besser erzählt. Nur damit, falls jemand den noch nicht gesehen hat und so, ging auch bei mir irgendwie ein bisschen unter und dachte mir, hey, ist eigentlich ganz cool, ein bisschen, haben schon mal 2 Mangas durch und es ist geil. Kann man so sagen, ist echt geil. Kann sich echt geben. So, jetzt ist bloß die Frage, wo war das verdammte Building? Gut, ich meine, Asuna will mir schon einen Weg weisen, wo ich auch hin muss. Greifen die an? Nö, ich bin viel zu stark für die, oder? Da es ja ein Event mit Asuna ist, beziehungsweise ein Event in SAO, in 1 Grad wird es ja wohl irgendwie rot dargestellt werden. Also sprich nur das Ausrufezeichen. Muss irgendwo sein. Ich glaube jetzt nicht, dass es hier ist. Die greifen doch noch an, krass. Obwohl sie 0 Chance haben, greifen sie trotzdem an. Oh, why not, war. Das ist das Ausrufezeichen, aber das falsche Ausrufezeichen. Das ist doch schon im Tempel. Hier ist natürlich auch ein bisschen knifflig, wa? Da war der Scheißboss. Oder wohl eher Zwischenboss. Miniboss auch gern genannt. Sind bereits hier, aber hier war es doch nicht. Jetzt gehe ich hier auf die Jagd nach diesen dämlichen Sidequests, wa? Da könnt ihr echt fragen, warum mache ich das überhaupt? Weil, naja, SAO ist nicht unbedingt eins der beliebtesten Let's Plays in meinem Kanal. Muss man so sagen. Verstehe ich auch durchaus. Ist wirklich, ja, Hollow Fragment zieht sich echt hin wie so ein Kaugummi. Obwohl es am Schluss wieder spannend sein soll, aber eben halt,
wenn du erstmal die erst 25 Event abmarschieren musst, und also bis dahin hast, ist ein bisschen Kirito Girl Fanservice, dann ja. Ich meine, klar, das mit Strea haben wir noch, aber ich meine, weil es ein neuer Charakter ist, wir erfahren ein bisschen Hintergrundinfos über Lifa und Sinon, aber ja, wenn das alles ist, ja, kann man auch schnell zusammenfassen, oder? Theoretisch. Ich glaube, hier ist zumindest nix. Tja. Aber echt gut sein, dass ich hier schon falsch bin. Kann es mir zwar kaum vorstellen, aber Naja, man muss wohl gerade zugeben, ich bin dann doch eigentlich relativ schnell durch hier. Okay, hier geht's gar nicht mehr durch. Platz da aus dem Weg, Alter! Wieder keinen Schaden machen. Und wenn sie mal Schaden machen, dann regeneriere ich mich eh wieder viel zu schnell. Alter, ist in der Monsterherd. Okay, jetzt reicht's. Flächenangriff wäre jetzt echt geil. Warum hat Kirito keinen? So, sie langsam wieder etwas. Also vor allem noch, wenn ich ganz kurz mal aufs Thema zurückkehren darf. Was ich ganz krass fand beim SO Progress Manga, man sieht es vor allem dann beim ersten Boss, der wurde ja im Anime auch gut rübergebracht, der Kampf. Aber im Manga, vor allem, ich weiß nicht, was im Original-Manga war, aber im Progress-Manga, Alter, ist der brutal. Der Kampf ist echt übel. Das hat mich ein bisschen verwundert, dass es doch so übel war. Wenn wir hier. Ja, mal ist ja falsch. Da geht's wieder runter. Wobei, so viele Stockwerke gab es jetzt zum Glück hier nicht. Schon auf der richtigen Ebene, oder? Es würde mich echt nicht wundern, wenn ich hier komplett falsch bin und es eines der vorherigen Gebäude gemeint gewesen ist. Geht trotzdem nochmal alles, aber wenn ich eben nicht glaube, dass es hier ist, aber es wird mich grausam ankotzen, wenn es doch hier ist, nur weil ich dachte, okay, gehen wir ganz kurz durch, weil, ja, weil ich Bock drauf habe. Und irgendwo in der Ecke ist dann doch noch dieses Ausrufezeichen. Das würde mich dann ankotzen. Ey, was geht? Interessant war teilweise, dass die Gegend doch wieder in der Ruhe doch nicht. Oder auch nicht. Hallo. Von da komme ich, ja. Interessant. Der Echsen-Typ, das sah ja gerade so aus, als würde er mit mir kämpfen wollen, statt gegen mich. Faszinierend. Ah, ja, war er auch schon. Hallo? Oh, ihr seid doch scheiße, ihr seid doch scheiße. Ich habe keinen AOE-Sword-Skill. Ja, Gratis-Training muss ich das eigentlich nicht haben. Da ist mein Risk-Level hoch. So. Ja, okay. Da geht's weiter Richtung Boss-Room. Ja, irgendwie 79 war es ein bisschen her wieder. Aber sind wir auch schon bereits.
Jetzt in einer Nische drin wäre es echt krass. Nee, da ist nirgends. Kann ich mal in den Bossraum rein eigentlich? Da wäre man da rein, krass. Hier ist die Treppe zur nächsten Ebene, oder? Beziehungsweise natürlich Teleport-Area. Ne, kommt direkt hier hin, krass. Aha, er war natürlich Roslin. Obwohl. Wenn es mit dem Teleport geht, ja, da ist in der Situation wieder irgendwie. Okay, was das? Ne, machen wir. Gut. Gehen wir mal ganz kurz hier hin. Ja, das ist halt der Eingang, also, noch deutlicher geht's kaum. Also jetzt bin ich in diesem Areal. Okay, ich habe hier habe ich nichts, wo ich irgendwie links, rechts kann. Hier war doch irgendwie etwas, ja. Okay. Kuckusli. Ah, hier ist auch nichts. Hier war auch nichts. Also hier ist schon mal safe. Hier haben wir gar nichts. Gut. So, wie sieht es denn hier aus? Ich meine, die Map ist auch relativ klar. Ich habe links etwas, ich habe rechts etwas. Da ist so ein Zwischenboss. Da, ja, ich kann denen helfen zu leveln, aber der hat nichts mit Asna zu tun. Nochmal ein Doppelskill. Ganz kurz gucken darf. Sword Skill. Das sind eigentlich nur die. Beziehungsweise, super. Ich will gerade was nachgucken, Mensch. Konnichiwa. Ah ja. Alles klar, aha. Die wollen, dass wir weiterkämpfen. Ja, und die Battle Skills noch, aber. Das muss sein, dass ich hier irgendwo noch ein AOE-Skill hätte, oder? Die Erfahrungspunkte gehen komplett an den Partner. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ich meine, mir fehlen hier schon noch ein Haufen Skills, aber. Phantom Break, ja, Skillblock wäre eigentlich cooler, wa? Das soll ja alles erstmal lernen. Nee, sind ja die passiven Skills. Also passiv. In Anführungszeichen natürlich, aber. In einem AOE-Skill muss irgendwo stehen, oder? Special Skill. Spinning Totally. Das ist eigentlich ein Hey, hab ich doch. Und nicht mehr. Myth Spikes. Hehe, warte mal, ich habe gar keinen Mal ausgerüstet. Ups. Myth Spikes, Super Armor. Ja, leck mich am Sack. Ich habe gar keinen AOE-Skill von dem her. Und nicht mehr zumindest. Radial Shine habe ich natürlich nicht ausgerüstet. Infernal Rage habe ich zwar drin, weil er ziemlich heftig ist. Der fehlt hier noch. Set Burst, dann schlecht. Dead End habe ich drin. Deep Impact. Tech Down. Defense Down. Paralysieren. Dass ich einen davon habe, wa? Alle plus 20% ist eigentlich schon cool, dann. Rage ist halt auch geil. Einfach mal draufhaut. Oh, ich treffe nicht! Das ist einfach mal Scheiße.
So, Murder Spike ist ein AOE-Skill. Aber ich selten einsetze, leider. So, das haben wir geklärt. Mann, das da rechts unten, das mit dem AOE-Skill stand. Oh, vor allem ist es aber nur 2 so schwache. Warum sind meine Stärken nicht auch AOE-Skills? Gut, wenn du dir vorstellen müsste, hey, Burst Stream, Starburst Stream wäre ein AOE-Skill, das wäre vielleicht schon ein bisschen heavy. Naja, also, zurück zum eigentlichen Thema. Irgendwo hier muss doch sein. Also, wir haben sonst alles abgegrast. Da hinten war ich ja. Mhm. Das heißt, das, was er mit Assen hier machen muss, muss irgendwo hier sein. So. Oh, Spiel verarscht mich. Das ist nur die andere Variante. Wo kam ich denn hier schon wieder hin? Alter, komm schon, 79 noch nicht so lange her, aber irgendwie halt doch wieder. Hier sehen wir noch die Wasser. Ja, ich weiß nicht. Ist schwierig. Ist sehr, sehr schwierig. Dann kann man sonst jetzt halt einen Teleport Crystal ein und. Ja, dann machen wir erstmal die nächste Ebene weiter. Auf den restliche Quatsche da, sprich mit den anderen noch so Sidequest-mäßig, aber jetzt eigentlich auch eher wenig Bock. Ja, also kein Plan, wo das mit Asna hier sein soll. Muss ich glaub mal recherchieren bei Gelegenheit. Ja, machen wir halt erst die anderen Skills, die anderen Quests. Ich habe null Plan, wo das sein soll. Ja, ist alles klar, wenn ich da halt rechts unten weitergehe, bin ich halt da wieder im anderen Room drin, versteht ihr? Also, so viel bietet jetzt die E79 auch wiederum nicht. Da ja kein Plan, was Asen hier von mir will. Hier waren wir auch schon. Wenn ich jetzt da durchgehe, sind wir bereits im Labyrinth. Also bin ich eigentlich im Enddungeon. Ja, seht ihr, sind wir da hier. Alles ein Arsch. Alles ein Arsch. Ah, warte mal. Shortcut, so, usable. Nehmen wir doch einen Teleport Crystal. Awakening Crystal. Ja, nicht schlecht, aber nee, komm. Teleport Crystal. Warte mal. Use war ja mit Y. Ja. Hier. Entschuldigung. Kein Plan, was hier abgeht, Alter. Also. Komm. In 84. Mal schauen, was hier so abgeht. Könnte das eine heiße Quelle sein? Ach, es ist wirklich. Ah, wie ein natürliches Außenbad. Ich würde gerne, ja, gerne halten, es einfach nehmen. Schätze ich nicht die Zeit dafür. Ein bisschen entspannen einfach, wa? Nicht einmal ein bisschen? Nö. Was, if you're confident that you can fight off enemies without a single piece of equipment on, it's up to you. Mann. Okay. Überall Spinnen. Spinnen, Hilfe. Ne, Ameisen ist ja, Entschuldigung, nicht gesagt. Eine Arbeiterameise. Cool. Das wäre geschafft. Ganz kurz, wenn ich schon mal dabei bin beim Was? Ja, wofür soll ich diese Skills lernen? Kann ich mit solchen Skills sehen, ich glaube, es sagt. Aber ob das mit den Rapier-Skills, also sprich mit anderen Skills halt damit zu tun hat, dass es für die anderen noch mitleveln sollte, aber irgendwie weiß ich auch nicht.
After Party. Der wäre eigentlich nicht schlecht, auch wenn ich, wie schon mal erwähnt, auch gerne ein bisschen auf die hier sparen würde, vom Starburst Stream und so. Die Eclipseur, der wäre halt die ganzen Punkte, die man dafür braucht. Ne, kann man sparen für stärkere Sword Skills, auch wenn eben vor allem da Healing Cycle ganz cool wäre. Super, nicht mal reinkommen wir. Ein Ameisennest? Das sind sogar zwei von denen. Scheinen so ja beides Dungeons. Okay, faszinierend. Wie sieht's eigentlich da mit Gilde-Quest aus? It's swarming with ants, like Anim Ant Princess. Was war jetzt mal? Vielleicht ist ein Ameisenbär der Boss. Will irgendwie sie machen, wa? Ja, nach hier wieder was die Stärke anbelangt. Wir sind eigentlich viel zu stark für den Boss, theoretisch. Aber eben. Darauf kannst du dir sowieso nicht verlassen. Ah, stimmt, die Quest müssen wir auch noch abschließen. 84, 84, 84. Gut, das ist jetzt eigentlich nicht so. In front of the town an der Ebene. Würde zwar Sinn machen, aber ich sehe hier nirgendwo bei den heißen Quellen irgendwie etwas, naja, das Glänzendes, was darauf schließen würde. Nix. Nothing. Ah, ich will kämpfen. Warum muss der Button, um einen Kampf zu starten und der um zu quatschen auf dem gleichen Slot liegen? Ist doch irgendwie doof. Okay, Leute, der Part ist wieder vorbei. Ich will sowieso die SAO-Folge wieder ein bisschen... Ah, hier. Ein bisschen kürzer halten, und zwar aus dem Grund, da ich SAO bald auch ein bisschen... so. Wieder ein bisschen häufiger bringen möchte. Aus dem Grund, weil ein anderer Slot frei wird und ja, ich will es auch irgendwann abgeschlossen haben, ganz ehrlich. Deswegen denke ich mir so, okay, wenn 2-3 Wochen halt täglich kommt, häufiger in der Woche rein, wenn so halt 2 Tage kommt. Ja, statt 3,5, beziehungsweise momentan 2,5, 4 Folgen. Dann wirklich schneller sind, ist fraglich irgendwie, trotz allem, ob wir dann schneller fertig sind. Aber egal, ist ein anderes Thema, Freunde. Ja, wir sind also hier jetzt im Ameisengebiet angelangt, mit ein paar Quests und ja, faszinierend, was hier so alles abgeht momentan, beziehungsweise relativ karg die Landschaft. Ja, das wird in der ersten Folge besser. Ich muss schon sagen, ich freu mich ja schon auf... Bin ein bisschen zu früh hier, wa? Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich freue mich auch schon sehr auf den Boss von Ebene 92 oder 93. Bin mir ganz sicher, weil müsste der Chaosdrache sein. Ja, da gibt's ja nicht, ey. Also Chaosdrache, den man auch aus dem Film Ordinal Skill kennt. Und der hat da ja auch für ziemlich Mure gesorgt, also jetzt sicher cool. So, mir fällt ein Ding, da wollen wir verarschen. Oh. Okay, Leute, nächste Folge gehen wir, glaube ich, erstmal da unten rein. Also sprich da. Nachher einen anderen und ja, mal gucken. Ich glaube, viel mehr gibt es ja auch gar nicht, oder? Geht noch einen dritten Ausgang, WTF. Okay, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ach ja, Leute, es ist auch immer wieder schön, wenn man sich so im Nachhinein des Partes fragt, was habe ich falsch gemacht, wieso habe ich es nicht gefunden, bla bla bla. Und dann guckt man sich die Folge nochmal in Ruhe an, als Zuschauer eben, und denkt sich so, Alter, bist du blind, doof oder alles zusammen? Irgendwas davon muss es sein. Weil, spult mal zurück auf Minute 3, Sekunde 4 dieses Videos. Dort seht ihr das genau. Es steht dort, der zweitunterste Punkt steht Church. Church. Ist sogar ein rotes Ausrufezeichen nebendran. In der Beschreibung von der Quest mit Asner steht in the town. Nicht auf der Ebene draußen, in the town auf Ebene 79. Alter,
Es sind so Momente, wo man sich als Let's Player echt in den Kopf fasst und gleichzeitig weiß man, es ist einfach, im Eifer des Gefechts, es ist einfach doof. Es ist doof. Ja, bis nächstes Mal. Tschüss.